Im Weißen Haus ist es zu einem unglaublichen Eklat gekommen. Während der Pressekonferenz hat der US-Präsident Donald Trump den ukrainischen Präsident Zelensky in ungewöhnlich scharfem Ton kritisiert und hat ihn dann noch zum Weißen Haus rausgehauen. Was genau passiert ist, wie die Welt darauf reagiert, genau das ist das Thema von diesem Video. Hey, ciao zusammen von unten hier. Herzlich willkommen aus dem heute schönen Kalifornien. Gestern hat es zwar geschifft, aber heute dafür starke auflandigen Wind. Ihr seht es, ja, wir müssen das Jäckchen anlegen, es ist ein bisschen frisch. Aber das soll mich nicht abhalten, das heutige Video trotzdem hier zu präsentieren für euch. Was genau ist passiert? Zelensky ist nach Washington gereist und hat dort einen Partnerschaftsvertrag zum Abbau von seltenen Mineralien unterschrieben. 45 Minuten lang ist die Pressekonferenz vor der eigentlichen Vertragsunterzeichnung in einem gewohnt freundschaftlichen Rahmen abgelaufen. Aber dann hat es dann auf das Mal angefangen. Schauen wir den Auftritt ein bisschen genauer an. Ich werde euch genau zeigen, wo der Zelensky seinen fatalen Fehler hat gemacht hat. Darum dranbleiben. Das hier ist jetzt wieder mal etwas, was ihr in der Schweizer Medienlandschaft wahrscheinlich kaum gezeigt bekommen. Nur hier beim Vogunten. Also, dann würde ich sagen, gehen wir ins Schnittstudio. Am Anfang läuft alles wie erwartet. Well, thank you very much. It's an honor to have President Zelensky of Ukraine. And we've been working very hard, very close. So we've actually known each other for a long time. We've been dealing with each other for a long time and very well. And we have something that is a very fair deal. And we appreciate working with you very much. Beide reden, die Stimmung ist entspannt und unter anderem erzählt der Zelensky, was er erwartet vom Deal, wie mutig seine Leute kämpfen und wie wichtig die Zusammenarbeit mit den USA ist. Also etwa das, was man gemäss dem Sekretär Latnik erwartet hat. Dann aber, nach 6 Minuten, bricht der Zelensky das Protokoll das erste Mal. Er zeigt Trump Bilder von Gefangenen und wie die von den Russen sind misshandelt wurden. Trump nimmt die Bilder entgegen und schaut sie auch an. Circumstances in what situation they are and what the attitude of Russia to our prisoners. That guys, just you before and after. And you see before and after, just you to understand. Now thousands of such guys, ladies and men, there, and that so they don't eat, they beat them, and they, so they do a lot of, bad things. Trotz dem Protokollbruch, dass er Bilder zeigen will, ist nicht besprochen worden. Bleibt der Trump gelassen. Noch deutet nichts auf das spätere Drama hin. Ein zweiter spannender Moment passiert nochmal etwa 6 Minuten später. Der Zelensky korrigiert Trump betreffend Europa. Er widerspricht der Behauptung, dass Europa nicht so viel wie die USA gegeben hat. Trump sieht das anders, bleibt aber freundlich. We can help Europe because Europe really helped. President Trump said that they made less support, but they are our friends and they are our very supportive partners. They really gave a lot, Mr. President. They did. They gave a lot, but they gave much less. No. Much less. No. No. Don't argue with me. No. Okay. 25 Minuten nachdem die Kameras laufen, packt der Zelensky eine weitere Gelegenheit, den Putin zu verurteilen und seine Forderungen am Mann zu bringen. Trump bleibt weiterhin sichtlich gelassen und lässt zu. And we had Normandy format, the France, Germany, Ukraine and Russia. And he broke it 25 times. That's why we will never accept just ceasefire. It will not work without security guarantees. Security guarantees, maybe President is right about this document and other, but this document is not enough. Strong army is enough because his soldiers afraid, Putin's soldiers afraid of our soldiers when we're strong enough. Security, when we speak about security guarantees, when the Europeans are ready for contingents, they need USA backstop. Ich zeige euch diese Ausschnitte, weil ich es spannend finde, dass man einen anderen Eindruck bekommt, wenn man diese Teile des Gesprächs auch sieht. In vielen Medien wird uns das Treffen als zorniges Treffen seitens Trump verkauft. Ihr könnt jetzt selber einschätzen, ob das die ganze Wahrheit ist. Item.
Ein bisschen später unterbricht der Zelensky den Trump nochmal, weil der über die zerstörten Städte redet. Zelensky meint, Trump erzähle halt schon ein bisschen Propaganda von den Russen weiter. But a lot of cities have been destroyed. A lot of cities that are not recognizable. There's not a building standing. No. And a lot of you have to come, things have Mr. to happen. President. You have to come and to look. No. We have very good cities. Yes, a lot of things have been destroyed, but mostly cities alive and people work and children go to school. Sometimes it's very difficult. Sometimes closer to front line, children have to go to underground schools or online, but we live. Ukraine is fighting and Ukraine lives. This is very important. And maybe it's Putin is sharing this information that he destroyed us. Ein Journalist fragt ihn, wieso der Trump den Putin nicht direkt verurteilen will. You want me to say really terrible things about Putin and then say, "Hi, Vladimir, how are we doing on the deal?" That doesn't work that way. I'm not aligned with Putin. I'm not aligned with anybody. I'm aligned with the United States of America and for the good of the world. Der Vizepräsident J.D. Vance will ebenfalls noch auf die Frage vom Journalist antworten. Er erklärt, dass Schlemperlinge, harte Worte und Bekenntnisse zu einer Seite im Konflikt in den letzten 3 Jahren unter der Biden-Administration ja auch keine Lösung gebracht haben. For 4 years in the United States of America, we had a president who stood up at press conferences and talked tough about Vladimir Putin, and then Putin invaded Ukraine and destroyed a significant chunk of the country. The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. We tried the pathway of Joe Biden of thumping our chest and pretending that the President of the United States' words mattered more than the President of the United States' actions. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. Der Zelensky nimmt jetzt nochmal Anlauf und wiederholt, dass man Putin einfach nicht vertrauen kann. Diplomatie funktioniert bei Putin nicht. Can I ask you? Sure. Yeah? Yeah. Okay. So he occupied our parts, big parts of Ukraine, part of East and Crimea. So he occupied it on 2014. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. He broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? Oder mit anderen Worten, der Zelensky sagt hier eigentlich, dass er weiterhin nur eine militärische Lösung sieht. JD wird das Ganze jetzt zu bunt. Er sagt, dass man auch gescheiter noch mal hinter den Kulissen diese Unstimmigkeiten besprechen sollte. Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? Do you disagree that you've had problems What? bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's I respectful will answer. to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your A country? lot of Zelensky nimmt den Wink mit dem Zaunpfahl nicht an. Er argumentiert weiter. Und genau hier macht er jetzt seinen verhängnisvollen Fehler. Es ist ein Fehler, der den Verlauf der Geschichte verändern könnte, meiner ungefragten Meinung nach. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. Habt ihr es gehört? Er probiert das gleiche Angstargument zu platzieren, das bei den Europäern aus verständlichen Gründen so gut ankommt, weil die sind ja relativ nah dran beim Krieg. Nämlich das Argument, dass die Russen, wenn sie die Ukraine besiegt haben, irgendwann auch den Rest der Welt überfallen. Er sagt hier, über den Ozean kommen. Das Problem ist, er ist in Amerika zusammen an einem Auftritt mit dem Präsidenten, am obersten Verantwortlichen für die Sicherheit des Landes, und sagt hier dem amerikanischen Volk, die nationale Sicherheit sei in Gefahr. Das kann und wird sich der Trump nicht gefallen. Er hat lange zugelassen, fast 50 Minuten lang, aber jetzt verlangt der Trump seine Rolle als Gesprächsführer zurück. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel.
We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. With us, you start having not playing cards. cards. But right now, you don't. I'm very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War III. What do you think You're about? gambling with What do you World think War about? III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. Trump hat offensichtlich genug zugelassen und er hat realisiert, dass er mit dem Zelensky nicht zusammenbügeln kann. Und der Zelensky beisst ungeniert weiter in die Hand, die er füttert. Das Ganze artet in ein unangenehmes Sandkastengestürm aus. Das Drama nimmt seinen Lauf. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't doesn't with matter me. for you what- That what wasn't this with me. means. Hier sagt der Zelensky etwas Entscheidendes. Er sagt zu Trump, fragt doch die Leute, und er meint hier seine amerikanischen Unterstützer im Kongress, wie die zu einem Waffenstillstand stehen. Hier ein kleiner Einschub. Nachträglich ist herausgekommen, dass Zelensky eine Stunde vor diesem Auftritt ein Treffen mit amerikanischen Politikern hatte. Unter anderem mit dem demokratischen Senator Chris Murphy. Der postet 40 Minuten vor dem Eklat im Weißen Haus, dass es ein Treffen hat gegeben. Der Vorwurf steht jetzt im Raum, dass die amerikanischen Kriegsbefürworter der Zelensky ermutigt haben, Trump ein bisschen Widerstand zu leisten. Ich finde es schon eindrücklich, wenn man so einen Raum voll Leute sieht, die alle vom Krieg profitieren und sehr gute Kohle damit machen. Und andere müssen der Front den Preis dafür zahlen. Und jetzt noch der Schluss vom Treffen. Der Trump macht dem Zelensky jetzt klipp und klar, dass nicht mehr die beiden Leute am Drücker sind. Am Schluss bricht der Trump das Gespräch ab. That was with a guy named Biden, who is not a smart person. The problem is, I've empowered you to be a tough guy. And I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position. But you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing. All right, I think we've seen enough. What do you think? Huh? This is going to be great television, I will say that. All right, we'll see what we can do about putting it together. Thanks. Die Reaktionen der ukrainischen Botschafterin in den USA, Oksana Markarova, zeigen ein deutliches Bild. Ein Journalist berichtet, im Anschluss sei ein bisschen Chaos ausgebrochen, wo der Trump die ukrainische Delegation aus dem Weißen Haus gekickt. The entire press corps just came running out. Der gesamte Pressekorps kam rausgerannt. Wir wissen nicht, was los ist. Oh, da kommt sein Auto. Heiliger Strohsack. Holy cow. And Und es herrscht gerade Chaos. Keine Pressekonferenz. So etwas hat es noch nie gegeben hier im Weißen Haus. Zelensky hat eine Pressekonferenz um 16 Uhr angesetzt. Wir vermuten, dass sie abgesagt wurde. Er ist in diesem Moment in seinem Hotel. Wir versuchen herauszufinden, wohin er als nächstes gehen wird. trying to figure out where he's going to go next. Die Erwartungen für die Pressekonferenz seitens der US-Delegation ist gemäss dem Handelssekretär Howard Lutnick eigentlich klar gewesen. Er hat gesagt, Damis haben ein bisschen ein Aufblustern seitens Zelensky erwartet, aber sonst hätte dieser Anlass vor allem ein Harmoniefest werden. Wir wussten, dass Zelensky eine Show für die Presse abziehen würde, weil er zu Hause gut dastehen will. Aber wir dachten, nach 10 Minuten ist das vorbei. Aber stattdessen sagte er, ich will 300 Milliarden Reparationszahlungen von Russland und ich will sie raus aus meinem Land. Ich will alle Gebiete zurück und Sicherheitsgarantien. Das ist kein Friedensstifter, sondern ein Unruhestifter. Der Präsident hat 40 Minuten lang zugehört, bevor die Presse reinkam und 45 Minuten vor laufenden Kameras. Und das war dann einfach zu viel. Enough already. Enough.
Die ersten Reaktionen waren gemischt. Und das ist etwa keine Überraschung. All die den Trump nicht ausstehen können, sagen, was der da jetzt für eine schreckliche Szene hat abgelassen. Und da gehören die Schweizer Medien grossmehrheitlich auch dazu. Wer hingegen den Trump ein bisschen positiv sieht, wird eher zum Schluss kommen, dass es etwa langsam Zeit war, dass dem jemand die Stirn bieten konnte. Grundsätzlich hier meine allgemeine Beobachtung betreffend Zeitungen. Die haben in ihrer neuen Rolle als Konkurrenz zu Social Media nicht mehr das oberste Ziel, möglichst neutral oder objektiv zu sein. Die müssen in erster Linie die Grundhaltung von ihren Lesern bedienen. Die werden sich hüten, eine grosse Schlagzeile zu bringen, die denen ihre Stammleser vergraulen. Zu tief sind mittlerweile die Abozahlen. Die werden das Risiko nie eingehen. In den letzten 15 Jahren ist zum Beispiel die Auflage vom Blick um ca. 55% eingebrochen. Von 20 Minuten war es knapp 40% und der Tagi hat sage und schreibe gegen 60% verloren. Insofern habe ich meine Erwartungen an eine objektive Berichterstattung von den ehemaligen Grossmedien schwer nachschrauben. Et voilà, dann würde ich sagen, das war es für heute. Merci fürs Reinschauen. Ich hoffe, der Wind hat nicht alles ruiniert und ihr habt mich doch einigermaßen verstanden. Also, liebe Grüße in die Schweiz und überall sonst auf der Welt, wo ihr gerade seid. Bis zum nächsten Mal von hier aus Amerika. Tschüss. Liebe Grüße nach Au, Basel, Brienzersee, Burgdorf, Gwatt, Grenchen, Herisau, Latterbach, Lauwil, Lies, Malanz, Möhlin, Rütschelen, Rickenbach, St. Gallen, Schwarzenburg, Trimbach, Thurgau, Thun, Tessin, Uetendorf, Wetzikon.